Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Tut ja weh, wenn man von hier oben zusieht, aber der Schiedsrichter, der zeigt noch nicht mal gelb, gibt nur Freistoß. Ja, da krümmt er sich am Boden, wälzt sich, ist ja klar, der hat den voll getroffen. Und was macht der Schiedsrichter? Nichts. Unglaublich. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservist. Gut gemacht vom Keeper. Und daraus könnte was werden. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Gelb. Jetzt muss er aufpassen. Das Spiel dauert noch ziemlich lange. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, klasse, wie er da zum Tor zieht, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Ja, und der ist noch im Spiel. Ein Eckstoß ganz früh in der Partie. Na, erstmal raus das Ding hinten. In diesem Fall mit dem Kopf. Großartiges Zuspiel. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Ja, der Mann kann hohe Bälle schlagen. Ja, da hat er gut aufgepasst. Ja, klasse, nutzt er die Chance. Er trifft den Pfosten, aber Achtung, er trifft! Ja, endlich der Führungstreffer, werden Sie sich denken. Das ist ja so wichtig noch im ersten Durchgang. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Freistoß. Und irgendwie bringt der Verteidiger dann noch am Fuß. Und der Schiedsrichter erkennt auf Abseitsstellung. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein?
Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, und da musst du als erfahrener Spieler auch wissen, bis hierhin und nicht weiter. So heißt die Konsequenz Platzverweis. Gelb-rote Karte. Ja, also den hält nicht jeder. Hut ab. Also wenn die Mannschaft hier trotz des Platzverweises gewinnen sollte, kann sie sich bei ihrem Torhüter bedanken. Ja, daraus ergibt sich nur ein Einwurf. Jetzt müsste die Flanke kommen. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Und so soll das aussehen. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikries, ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Weggeköpft. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Der Halbzeitstand hier 1:0. Also ich muss sagen, ich habe selten ein so ausgeglichenes Spiel gesehen. Beide Teams hatten fast exakt die gleichen Spielanteile. Mal sehen, ob das auch in den zweiten 45 Minuten so bleibt. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Da ist einfach kein Durchkommen. Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Ja, schöner langer Ball. So, jetzt wird's gefährlich. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Jetzt hat er den Platz. Der kam ja ehrlich gesagt nicht mal in die Nähe des Tores. Ja, den Ball holt er dem Gegner förmlich vom Fuß. Ja, und für diese Aktion muss es Freistoß geben, ganz klar. So, nach der Aktion können sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Gut per Kopf weitergeleitet. Er findet den freien Mann. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Schön abgeblockt den Ball. Da steht die Mauer genau richtig. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und klasse, wie er da das Mittelfeld mit einem weiten Ball überbrückt. Die nächste souveräne Abwehraktion.
Jetzt müsste er flanken, Anspielstationen sind da. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Genau so stellen wir uns das vor. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Schuss und der bleibt, das war richtig knapp. Er schlägt den Ball weit nach vorne. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Klasse Zuspiel. Ja, und jetzt versuchen sie natürlich, jegliche Gefahr vom Tor fernzuhalten. Und das klappt ganz super. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? In den Strafraum. Jetzt ist die Chance da. Oh, da hat er zu lang gewartet. Und schon ist der Torwart da. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ja, das sieht gut aus. Das ist ja nicht zu fassen. Alle drei Unparteiischen scheinen dieses brutale Foul nicht gesehen zu haben. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Klasse rausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Und ganz sicher das Zuspiel. Es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, den klärt er ganz souverän ins Aus. Was für ein schöner Tag wieder mal für den FC Arsenal. Denn das Spiel ist zu Ende und die Mannschaft hat gewonnen. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.